Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen, alle in der Zionshalle, alle, die uns sonst zuhören, zuschauen. Gott möge Sie segnen, auch im Verlauf der neuen Woche. Wir hatten gestern einen schönen Hochzeitstag bei uns in der Zionshalle. Einmal das Wetter, wir sind fast zerschmolzen, aber es hat alles wunderbar geklappt, von der Botschaft, die wir hörten, über die ganze Trauungszeremonie, das Apéro und dann auch die Fahrt, wo die Feier stattgefunden hat und die Feier als solche. Alles war herrlich. Nächste Woche wieder eine Hochzeit. Patrick Peter, ist der bekannt? Das ist der Sohn von Freddy Peter und Susan Peter. Ein schlanker, drahtiger, junger, großer Mann, fast 2 Köpfe größer als seine zukünftige Frau, die aber auch sehr hübsch ist. Und wir freuen uns auf deren Hochzeit am kommenden Samstag. Wäre schön, wenn Sie sich aufmachen und sich daran beteiligen. Ja, wir haben den Text lesen bekommen. Hiob, Kapitel 33, 23 bis 30 ist auch ein Lied. Der wird dann singen, haben wir gelesen, vor den Menschen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten, wie ich es verdiente. Herrlich. Wenn Gott uns das geben würde, was wir verdienen, ja, manche Menschen sagen, womit habe ich das verdient? Wenn Gott uns das geben würde, was wir verdienten, dann wäre die Zionshalle wahrscheinlich leer. Er gibt uns eben nicht das, was wir verdienen, sondern er gibt uns das, was wir nicht verdienen. Und das ist die Erlösung und die Befreiung. Das Buch Hiob ist ein fantastisches Buch. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gelesen haben. Es ist übrigens sehr alt. Das Buch Hiob gehört zu den ältesten Büchern überhaupt in der Bibel. Man nimmt an, um die Zeit Abrahams, der Patriarchen, geschrieben, vielleicht sogar noch vor der Zeit. Da werden ja Dinosaurier erwähnt im Buch Hiob. Da wird eine Eiszeit erwähnt, da werden Höhlenmenschen erwähnt. Aber das Gesetz Gottes zum Beispiel, das später am Sinai gegeben wurde, wird noch nicht erwähnt. Also das heißt, dass dieses Buch aller Wahrscheinlichkeit nach sehr alt ist. Und in diesem Buch finden wir schon das Evangelium des Neuen Testamentes vorgeschattet. Nun stellen wir uns einmal vor, dass Hiob etwa 2000 Jahre vor Christus gelebt hat und dieses Buch dementsprechend auch dort geschrieben wurde. Dann bedeutet das, dass das Evangelium Jesu in seiner Person, der 2000 Jahre später kam, schon 2000 Jahre vorher dargelegt wurde, in diesen wenigen Zeilen. Das kann doch wirklich nur ein Gott, ein Geist Gottes, der die Geschichte überblickt, der genau weiß, was er vorhat. Hier sehen wir einen handelnden, einen planenden Gott, dem nichts entgleitet, der lange vorher schon sagen kann, was einmal geschehen wird. Ein Hinweis auf die Zuverlässigkeit der Bibel. Und wir wollen in dieses Evangelium heute Morgen reinschauen. Und wenn wir da hineinschauen und diesen Text gelesen haben aus Kapitel 33 und wir nachschauen, wer hat eigentlich diese Kapitel, diese relativ wenigen Kapitel geschrieben, dann kommen wir auf einen Mann namens Elihu. Und ich möchte diesen Mann mal so nennen, es ist der Mann aus dem Nichts. Und wenn Sie gut aufpassen, und daran zweifle ich nicht, dann werden Sie vielleicht anhand dieses Mannes ein Bild entdecken können, das auf die Gemeinde Jesu zutrifft. Das finde ich schon faszinierend. Hiob hat ja 3 Freunde, ja? Wer weiß noch die Namen? Ich muss auch auf den Zettel gucken. Vergesst die immer.
Eliphas, Bildad und Zoar. Das waren die 3 Freunde des Hiob. Und als der Hiob krank wurde und unermessliches Leid über sein Leben kam und er hatte keine Antwort darauf. Er hat ja nichts mitbekommen, dass da ein Zwiegespräch stattgefunden hat zwischen Satan und Gott. Das wusste Hiob ja nicht. Wir können das heute sehen und haben die Antwort. Ja? Hiob wusste das nicht. Warum muss ich das erleiden? Wir wissen ja gar nicht, was da im Himmel vor sich geht. Als dieses Leid also über Hiob kam, besuchten ihn diese 3 Freunde. Und sie trugen anfänglich großes Mitleid um ihn und wollten ihn trösten. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden das machen. Also die haben schon noch Zeit gehabt damals, ja? Obwohl die auch alle berufstätig waren irgendwie. Aber die haben es doch tatsächlich fertiggebracht, den Hiob zu besuchen und sich 7 Tage lang neben den Hiob zu setzen, schweigend, kein Wort zu sagen, 7 Tage lang, wem fällt das schon leicht? Und bekundeten ihm so ihre Anteilnahme. Stellen Sie sich mal vor, da ist ein Mann, eine Frau, die leidet und wir besuchen sie und wir setzen uns einfach mal dahin, ein paar Tage und leiden mit. Das wollte ich nur sagen, bevor wir anfangen, über diese 3 herzuziehen. Ja? Das muss man auch erstmal machen. So ein Leid mittragen. Aber dann kehrte sich ihr Trost doch plötzlich um in Vorwürfe und sogar in Anschuldigungen. Die haben in diesen Tagen wahrscheinlich auch viel überlegt, warum muss der Hiob da durch? Und jeder hatte dann seinen Ratschlag und seine Antwort, seine theologische Ansicht. Ja, Hiob, das bist du schuld, da musst du viel gehandelt haben, da muss irgendwas gewesen sein, du hast da irgendwo Unrecht getan, sonst würde dieses Leid nicht über dich gekommen sein und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall, die treiben den Hiob so in die Verzweiflung, dass der Hiob nachher sagt, in Kapitel 16, Vers 2, ihr seid allzumal leidige Tröster. Das ist eine Aussage, hä? Ihr seid leidige Tröster, ihr steht mir bis hier, ich kann euren Trost nicht mehr ertragen. Ist auch ein Trost. Und der Hiob selber, er rechtfertigt sich selbst. Ich meine, Gott sagt ja, der Mann ist gerecht. Aber das bedeutete eine Gerechtigkeit auf menschlicher Ebene. Er lebte einfach ein wirklich vorbildliches, frommes Leben. Aber Hiob war ja nicht vor Gott gerecht, oder? Das ist uns ja klar. Es gibt nur einen Mann in dieser Welt, der jemals vor Gott gerecht war, ohne Sünde, und das war Jesus Christus. Also Hiob war wohl fromm und dann in gewissem Sinne auch gerecht, aber gerecht vor Gott war er nicht. Und der Hiob, er rechtfertigt sich und er beteuert seine Unschuld. Und das geht dann so weit, man kann das fast auch ein bisschen verstehen, wenn man so durch so ein Leid gehen muss, wenn man alle Kinder verliert, wenn man Haus und Hof verliert, wenn man nachher so übersät ist mit Krankheit, mit Ausschlag, dass man sich mit Scherben schon kratzen muss und so weiter und so fort. Und die Frau auch schon sagt, die Ehefrau, Mensch, sag doch Gott ab und stirb. Also der Mann verflucht regelrecht den Tag seiner Geburt. Er sagt, wäre ich doch nie geboren werden, dann wüsste ich von all dem nichts. Er fühlt sich dann auch schließlich von Gott verlassen. Als Hiob dann und seine 3 Freunde nicht mehr weiter wissen, Hiob ist quasi am Ende. Seine 3 Freunde haben jetzt, nachdem sie 7 Tage geschwiegen haben, nachher umso mehr geredet. Und sie haben geredet und geredet und geredet. Und wie gesagt, jeder hatte seine theologische Ansicht, seine Antwort auf das Leid Hiob. Und sie sind nicht gut mit ihm umgegangen. Als sie dann plötzlich auch nicht mehr weiter wissen und gar keine Worte mehr finden der Erklärung und der Theologie, da tritt plötzlich
wie aus dem Nichts ein vierter auf. Von dem war bis an nie die Rede. Von Anfang an war klar, da gibt es den Eliphas, den Bildad, den Zoar und ihre Ortschaften sind auch bekannt, woher sie kamen. Aber dieser vierte, der ist auf einmal da, man weiß nicht woher, wohin, offensichtlich ein sehr junger Mann noch. Und sein Name bedeutet Elihu. Elihu. Und Elihu heißt, mein Gott ist er. Also Elihu kann sagen, das ist die Bedeutung seines Namens, mein Gott ist er. Er ist mein Gott. Dieser erscheint quasi wie ein Einschub. Und er schlägt eine Brücke, das ist ganz interessant, wo exakt der Mann aufgetreten ist. Nämlich in dem Moment, wo die drei Freunde Hiobs aufhören zu reden und nicht mehr weiter wissen und dann, bevor Gott selber in Erscheinung tritt, in einem Gewittersturm und mit Hiob spricht. Kapitel 32, Vers 1, und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Die wussten nicht mehr weiter. Hiob wusste auch nicht mehr weiter. Und auf einmal, da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barachiels, des Busitos, aus dem Geschlecht Ram und so weiter und so fort. Ist auf einmal da. Zack. So. Und dann redet er tritt in Erscheinung und er redet und er schlägt eine Brücke und als er wieder von der Bildfläche verschwindet und aufhört zu reden, in Kapitel 38, da kommt Gott selbst. Also diese Leere, dieses Vakuum, wo die drei Freunde Hiobs nicht mehr weiter wissen und Gott selber in Erscheinung tritt, dieses Vakuum, diese Brücke erfüllt Elihu. Und zwar in einer fantastischen Art und Weise. Seine Botschaft unterscheidet sich total von den Botschaften seiner drei Freunde, also der drei Freundinnen Hiobs. Er hat eine herrliche evangelistische Botschaft. Elihu klagt Hiob allerdings auch an, aber ganz anders als die drei Freunde. Man kann eigentlich sagen, er klagt Hiob eben nicht an, sondern er weist ihn zurecht. Aber anklagen, besser so ausgedrückt, tut er ihn nicht. Er sucht vielmehr zu erklären und aufmerksam zu machen auf das erzieherische Handeln Gottes. Und das ist ja richtig. Dass Gott immer mit allem einen Sinn verfolgt. Und dann sucht er Worte des Trostes, Worte der Ermutigung. Er verherrlicht den Herrn in wunderbarer Art und Weise. Er strahlt Übersicht aus, Freundlichkeit. Er redet bedacht, er trifft den Kern. Und vor allen Dingen, er spricht mit unwahrscheinlich großer Gewissheit. Über Hiob ist er zornig. Warum? Weil dieser meinte, er sei Gott gegenüber im Recht. 32,2. Da entbrannte der Zorn Elius über Hiob, entbrannte sein Zorn, weil er meinte, er sei Gott gegenüber recht. Und dann über die drei Freunde ist er zornig, weil, Vers 3, weil sie keine Antwort für die Probleme Hiobs fanden, ihn aber trotzdem verurteilten. Das ist typisch Mensch.
bringen keine Lösung, bringen keine richtigen, effizienten Antworten, aber verurteilen, das können sie schnell. Denken wir mal an Israel, ja? Wie die Menschheit, gerade das christliche Abendland, mit Israel rumspringt. Elihu hingegen tritt neutral auf. Man könnte sagen, total biblisch orientiert. Er trifft die Sache auf den Punkt. Er beschönigt nicht das Falsche, das Hiob getan hat, oder wie er sich vorkommt, und doch bietet er Hilfe an. Er bietet Hilfe an. Und jetzt möchte ich mal mit Ihnen einige Verse aus seiner Rede aufzeigen. Wir können das nicht alles lesen, sind ja mehrere Kapitel, um das Wesen dieses Mannes und seine spezielle Botschaft zu beleuchten. Dann sehen wir, in welchem Geist der Mann, Elihu, dieser junge Mann, ein junger Mann, ja, heißt es. Die anderen waren alt. Israel ist alt. Er war jung. Israel ist alt. Die Gemeinde Jesu ist jung. Relativ. Und dieser Mann sagt, einfach mal einige Verse, 32,18, denn ich bin voll von Worten und der Geist, der in mir ist, drängt mich dazu. Aha. Da war also, ich gehe mal davon aus, der Geist Gottes in ihm und der drängte ihn. Was sagt die Bibel im Neuen Testament über die Gemeinde Jesu? Welche der Geist Gottes drängt, das sind Kinder Gottes. Das wollen wir uns mal gerade fragen. Kriege ich noch Impulse? Werde ich gedrängt in die richtige Richtung? Gedrängt in der Heilsgewissheit? Dass der Heilige Geist mir bezeugt, ja Norbert, du bist ein Kind Gottes. Aber er drängt mich auch, ja mal ins Gebet. Er drängt mich in die Gemeinde. Er drängt mich zu einem Menschen, um ihm das Evangelium zu bezeugen. Er drängt mich zum Wort, um es zu studieren. Er drängt mich zum Bekennermut. Denn ich bin voll von Worten und der Geist, der in mir ist, drängt mich dazu. Welche der Geist Gottes drängt. Das sind Kinder Gottes. Dann 35,14. Auch wenn du sagst, also das ist die Rede Elius an Hiob, auch wenn du sagst, du könntest ihn nicht sehen, so liegt die Rechtssache doch vor ihm. Warte nur auf ihn. Das ist ja genau das Problem, auch neutestamentlich. Wir sehen Gott ja nicht. Wir sehen Jesus ja nicht, oder? Wenn zu mir ein Mensch kommt und sagt, ich hatte eine Vision von Jesus Christus, sage ich, das war nicht von Jesus. Sofort sagen. Du hast Jesus nicht gesehen. Ja, aber habe ich 100%ig geträumt? Nee, hast du nicht. Hast vielleicht was geträumt, aber nicht von Jesus. Aber er ist mir in einer Vision erschienen. Oder ich war sogar im Himmel und da habe ich Jesus gesehen, hatte mir eine Aufgabe gegeben. Ich war kurzzeitig tot, so, ja? 90 Stunden im Himmel, da sah ich Jesus und jetzt bin ich zurückgekommen. Nee, ich sage, du warst überall, aber nicht im Himmel. Auch wenn du sagst, du könntest ihn nicht sehen, so liegt die Rechtssache doch vor ihm, warte nur auf ihn. Ja, jetzt sagen Sie vielleicht, ja, woher weißt du das denn, Norbert? Wieso kannst du denn sagen, dass man heute Jesus nicht mehr sieht? Erster Petrus 1, Vers 8. Petrus schreibt, der Gemeinde, die verfolgt war, die auch Leid durchmachte wie Hiob, 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn freut ihr euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn er dann eines Tages mal kommen wird oder uns zu sich holt. Ja?
Also der neutestamentliche Apostel Petrus legt ganz klar fest, in der Offenbarung Gottes als Apostel, in der Vollmacht eines Apostels, ihr seht ihn jetzt nicht. Er ist in eurem Herzen, er ist im Himmel zur Rechten Gottes des Vaters, aber sehen tut ihr ihn nicht. Durch die Gewissheit des Heiligen Geistes, ja, wisst ihr. Aber sehen tut ihr ihn nicht. Aber manchmal geht das ja noch weiter, wenn wir dann so leiden, keine Antwort finden auf unsere Probleme, dann sagen wir auch manchmal, oh Herr, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht, okay, aber ich empfinde dich ja nicht mehr so richtig. Und da darf das vielleicht auch mal ein Trost sein, wenn du sagst, du könntest ihn nicht sehen, so liegt die Rechtssache doch vor ihm. Warte nur auf ihn. Im Moment ist alles dunkel, düster, finster. Ja, heute Morgen, da wurde es so richtig finster, das war schon fast apokalyptisch hier bei uns über Dübendorf. So eine Hagelkörner kamen da runter. Auch wenn du ihn nicht empfindest, liegt deine Rechtssache vor ihm. Er weiß genau, wie es dir geht. Jetzt heißt es nur, seid geduldig, wartet. Dann sagt er 36,5, siehe, Gott ist mächtig, doch verachtet er niemand. Groß ist die Kraft seines Herzens. Gott ist mächtig, er verachtet niemand, herrlich zu wissen. Groß ist die Kraft seines Herzens, das bedeutet, wenn man das überhaupt so sagen kann und darf, die Kraft seines Herzens überragt seine Allmacht. Soll jetzt nur so eine Art Wortspiel sein. Ja? Gott ist allmächtig, also sowieso allmächtig, aber die Kraft seines Herzens, die Kraft, sich zu erbarmen, Gutes zu tun, zu vergeben, zu versöhnen, zu retten, Mitleid zu haben, überragt die Kraft seiner Allmacht. Gott ist herzensgut. 36,7. Er wendet seine Augen nicht ab von dem Gerechten, und er setzt sie auf ewig mit Königen auf den Thron, damit sie herrschen. Ja, das ist eine prophetische Aussage. Daniel Kapitel 7, Offenbarung Kapitel 4, da heißt es, wenn dann der Herr Jesus als der Messias zurückkommt, es wurden Throne aufgestellt, das Gericht wurde ihnen übergeben und sie regieren mit Christus 1000 Jahre. Also der Eliu, der hat das eigentlich quasi schon angedeutet, ja? Dann noch Kapitel 36, 15 bis 16. Den Gedemütigten aber rettet er durch die Demütigung und öffnet durch die Not sein Ohr. Das haben wir auch oft erlebt, ne? Manchmal ist es gerade, wenn man dann wieder durch eine persönliche Not oder Leid geht, dass man wieder offen wird auf einmal. Dann wird man wieder auf den Realitätsboden der Gnade Gottes geholt, dass wir uns wieder ausstrecken nach ihm. Dann sind wir auf einmal nicht mehr so gleichgültig. Dann nehmen wir die Sache wieder viel ernster. Und auch dich führt er aus dem Rachen der Bedrängnis. Dein Platz wird uneingeschränkte Weite sein und dein Tisch bereitet mit reicher, guter Speise. Das ist ein Prinzip Gottes. Er führt oft durch den Rachen der Bedrängnis in die Weite. Das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Da geht man durch ein Tränental und auf einmal tun sich irgendwo ganz neue Türen auf. Man ist fix und fertig, bedrängt, angefochten und auf einmal führt er in uneingeschränkte Weite. Er führt auf einen ganz neuen Platz. Er gibt einen ganz neuen Horizont. Zuerst meint man vielleicht, man verliert etwas und später stellt man fest, man hat eigentlich viel mehr gewonnen, doch in einer ganz anderen Richtung. Gott hat immer alles unter Kontrolle. Also wir sehen, dieser Eliu, der hat eine wunderbare Botschaft und schließlich ist der Mann es auch, der diesen wunderschönen evangelistischen Text hier 2000 Jahre ungefähr vor Christus verkündigt und uns mitteilt über den Mittler
über den Erlöser und sogar über das Lösegeld. Das ist neutestamentliche Botschaft. Wir werden losgekauft. Und dann, so plötzlich und unerwartet, wie Elihu auftrat, so plötzlich verschwindet er auch wieder von der Bildfläche und nach ihm tritt kein anderer mehr auf als Gott selbst. Und dieser Gott erscheint dann dem Hiob in Kapitel 38 bis Kapitel 42 in einem Gewittersturm und redet zu ihm. Kapitel 37 enden die Reden Elius, er ist wieder weg, zack, und da kommt Gott. Und jetzt, das ist auch noch gut, Hiob hat sich ja selbst gerechtfertigt. Er war fromm. Gott hat auch gesagt, sieh mal meinen gerechten Hiob. Aber er war nicht gerecht vor Gott. Und Hiob wollte sich immer selbst rechtfertigen. Das liegt so in unserer Natur, nicht wahr? Und denken wir auch mal an Israel. Israel ist ja auch so ein Volk, geprägt durch das Gesetz, ja, geprägt durch das Wort Gottes eigentlich. Und Israel ist ein Volk, das sich immer selbst rechtfertigen will. Sie meinen so, alleine schon dadurch, dass sie Gottes Volk sind und auserwählt sind und ja all die Opfer hatten und den Tempel hatten und jetzt Jerusalem wieder besitzen und Rabbiner besitzen und das Wort haben, die Tora, den Tenach und so weiter und so fort, den Talmud, seien sie gerecht. Bevor Hiob Gott begegnet, sagt er in Kapitel 27,6, ich halte an meiner Gerechtigkeit fest und werde sie nicht loslassen. Mein Gewissen straft mich über keinen meiner Tage. Das Gewissen kann uns täuschen. Sehr. Und jetzt, nachdem ihm Gott begegnet ist, sagt derselbe Mann, Kapitel 42,6, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Ja, warum denn, wenn er doch gerecht ist? Wenn er doch selbst gerecht ist? Er ist Gott begegnet. Da wird einmal keiner vor Gott stehen und sagen, ja, aber Herr, guck doch mal mein Leben, wie gut ich war. Ich habe immer den Nachbarn geholfen und immer gutes Essen gekocht und die Schuhe geputzt und bin immer fleißig in die Schule gegangen. Ich habe auch keine groben Sünden gemacht. Da wird jeder Mensch seine Hand auf den Mund legen, wenn er Gott begegnet. Und ganz besonders Israel. Wie heißt es über Israel, wenn sie durch die Trübsal müssen und wenn nachher der Herr kommt und ihnen erscheint, nachdem die Gemeinde, die plötzlich kam, wieder verschwunden ist? Wenn Israel dann Gott begegnet, was werden sie dann tun? Buße in Staub und Asche. Keine Rechtfertigung mehr. Sie werden weinen, wie man weint, über den eingeborenen Sohn. Und danach richtet sich dann der Herr, nachdem er erschienen ist übrigens, und den Hiob zunächst einmal wieder zurechtgebracht hat. Das ist auch ganz interessant übrigens. Sie vermissen in der Erscheinung des Herrn, der ja dann über mehrere Kapitel mit Hiob spricht, er gibt dem Hiob keine Antwort, warum er jetzt leidet. Gott spricht eigentlich nur von sich. Hiob, sag mir mal, wo du warst, als ich die Erde gemacht habe. Wo warst du da? Tja, wo war ich? Wo war ich eigentlich? Wo komme ich eigentlich her? Wir waren nichts. Ja, Hiob, da war ich schon lange da. Und so redet Gott und redet Gott und redet Gott. Und über all das, was er geschaffen hat. Sogar die Dinosaurier. Und am Schluss tut er nur Buße.
Und dann richtet sich der Herr ermahnend an die 3 Freunde Hiobs, die zwar anfänglich Sympathie gezeigt haben und mittrauerten, aber dann eben alles in Anklage wandelten. Und er sagt diesen 3: Und es geschah, als der Herr, 42,7, diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Und dann sagt er ihnen: Nehmt 7 Tiere und opfert sie, also quasi tut Buße. Und dann legt er dem Hiob die Last auf und sagt: Hiob, der ja gesagt hatte, ihr seid alles leidige Tröster, ihr könnt mich mal, es wäre doch besser, ihr haut endlich ab. Und jetzt sagt Gott so: Hiob, jetzt musst du für deine Freunde beten. Und das tut Hiob dann. Und es ist interessant, den Freunden wird dann vergeben. Und in dem Moment, wo Hiob betet und vergibt, exakt in dem Moment wird sein Schicksal gewendet. Kapitel 42, Vers 10. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Bitte noch einmal. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Ihr Lieben, das ist manchmal das Problem. Da können wir nicht vergeben und wundern uns, dass wir selber nicht frei werden und dass sich nichts ändert. Wir sind nachtragend. Der oder die hat mir mal Böses getan oder ist mir unfreundlich begegnet und da war dieses und da war jenes und nee, guten Tag sagen tue ich noch und so, aber innerlich, also, und wir merken, dass uns selber nicht geholfen ist. Und da, wo ein Mensch durchdringen kann und vor Gott sagt: Herr Jesus Christus, ich wende mich an dich. Ich vergib ihm oder ihr jetzt oder diesen Leuten jetzt. Und auf einmal erfahren wir, wie wir selber frei werden und wie sich was ändert. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Interessant ist bei dieser ganzen Geschichte tatsächlich, dass der Elihu der Einzige ist, der von Gott nicht ermahnt bzw. getadelt wird. In keinem Wort. Er kam plötzlich, wie gesagt, er hat eine herrliche Botschaft, die der Herr offensichtlich bestätigt, und er verschwindet wieder. Und Gott kommt selbst. Und neutestamentlich, rückblickend, das ist ja das Schöne, wir haben ja heute das Neue Testament. Und da können wir ja alles vom Neuen Testament her rückblickend alles einordnen. Ja? Das fällt uns ja nicht mehr schwer. Und da können wir jetzt feststellen, ja, was das alles bedeuten kann, prophetisch, bildlich gesprochen, was das bedeuten kann. Hiob, sage ich jetzt mal so, Hiob deutet auf das jüdische Volk. Bereits eine Vorschattung. Besondere Auswahl, versuchen gerecht zu leben, besonderes Leid, Selbstgerechtigkeitsgefühl. Es geht über Höhen und Tiefen, bis abgrundtiefes Leid, wie kein anderes Volk durchgemacht hat. Die 3 Freunde, ich sag mal, das ist vielleicht auch so diese Kirchentraditionen zum Teil, bis hinein in die Politik- und Medienwelt, die anfänglich Sympathie für Israel zeigen, sich dann aber im Laufe der Zeit zu Anklägern entwickeln. Wie viele verschiedene theologische Ansichten gibt es über Israel und wie viele Versuche der Antwort auf Israel und doch immer wieder die Anklage.
Anfänglich war mal Sympathie da. Ich erinnere mich sogar noch, als Israel 67 der Sechstagekrieg den Krieg gewonnen hat und Jerusalem wieder einnahm, da war ich 12 Jahre alt. Erst 12 Jahre alt. Aber ich erinnere mich noch, da war ich zwar erst 12 Jahre alt, aber ich erinnere mich noch, wie die ganze Welt sich mit Israel gefreut hat. Das ging durch die Medien, das ging durch die politischen Landschaften, das ging durch die Kirchen ins Christentum, durchs Christentum, dass Israel jetzt Jerusalem wieder hat. Dass es die übermächtigen Feinde besiegt hat, womit niemand rechnete. Und dann nach 67 im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, sind diese selben Institutionen plötzlich zu Anklägern geworden, so wie wir sie heute haben. Also Hiob, Israel, die drei Freunde, unsere politische Situation christlich geprägt, werden zu Anklägern. Und Elihu, mein Gott ist er, kann er sagen, deutet auf die Gemeinde, die plötzlich erscheint, Pfingsten, die plötzlich verschwindet, Entrückung, die vom Geist gedrängt ist, die eine herrliche Botschaft hat, eine herrliche Botschaft des Evangeliums hat die Gemeinde Jesu und sie ist wie Elihu ohne Tadel, ohne Flecken und Runzel, nicht durch sich selbst, aber durch das Werk Jesu, ohne Flecken und Runzel. Sie tritt neutral auf, neutral für Israel ein und wie gesagt, sie verkündigt das Evangelium. Und die Erscheinung Gottes deutet auf die Wiederkunft unseres Herrn und die schlussendliche Buße und Errettung des jüdischen Volkes. Und dazwischen steht die Gemeinde, ja? Als die Geschichte mit Israel so ein bisschen ausgelaufen ist, da erschien die Gemeinde. Sie bleibt, sie tritt auch jetzt für Israel ein, bis zur Entrückung. Verkündigt sie die Evangeliumsbotschaft, verschwindet und dann kommt Gott selbst und erledigt den Rest. Und noch zum Schluss hin, das vorgeschattete Evangelium. Ich habe ja schon gesagt, also mich fasziniert das, was der Mann hier, dieser Elihu, 2000 Jahre vor Christus zu sagen hat. Man könnte denken, ich lese hier Matthäus oder so, ja? Oder den Apostel Paulus im Neuen Testament. Wir können das mal kurz durchgucken hier. Hiob 33, 22 sagt Elihu, und damit beginnt er, 33, 22. Seine Seele naht sich der Grube und sein Leben den Todesmächten. Gut, das war immer schon bekannt. Wir befinden uns ja alle auf dem Weg des Todes. Kein schöner Weg. Seit unserer Geburt. Viele sind sogar unsicher, wie es dann überhaupt weitergeht danach. Die Sterbestatistik ist die einzige, die zuverlässig ist. Hat mal jemand gesagt, glaube keiner Statistik, es sei denn, du hast sie selber gefälscht. Aber die Sterbestatistik, die sagt, also von 100 geborenen Menschen werden auch 100 sterben. Und jemand sagte einmal über den Zeitablauf des Lebens, wie schade, dass so wenig Raum ist zwischen der Zeit, wo man jung ist, und der, wo man zu alt ist. Das ist die traurige Wirklichkeit. Aber da haben wir eben unseren Herrn. Der Tod kam ja durch die Sünde und jetzt haben wir da unseren Gott, den lebendigen Gott, der ja bekanntlich nicht das Verderben des Menschen will. Und darum unternimmt er etwas. Und Paulus sagt in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4 bis 6, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Und das verkündigt jetzt schon der Elihu, indem er sagt, Hiob 33, 23 bis 24, sehen wir es identisch mit der Aussage des Paulus. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt,
So wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Könnte im Neuen Testament stehen. 5 Tatsachen zeigen uns diese Worte des Elihu über Jesus Christus. Erstens, wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, also für wen? Für den Menschen, der dem Tod geweiht ist. Für den Menschen, der Hoffnungslosigkeit entgegeneilt. Vor dem Menschen, vor dessen Horizont eigentlich nur das schwarze Dunkel steht. Wenn es dann aber für ihn, für diesen Menschen in seiner Situation einen Gesandten gibt, Jesus ist es ja. Jesus ist ja der Gesandte Gottes. Er sagt in Johannes 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und dann sagt Elihu weiter, also wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler. Ja, haben wir ja eben gelesen. 1. Timotheus 2,5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ich bin so froh, dass ich Jesus als Mittler habe, dass ich keinen anderen Mittler brauche. Ich brauche keinen Beichtvater, ich brauche keinen Seelsorger als Mittler. Ich brauche keine kirchliche Institution als Mittler, ich brauche keinen Heiligen als Mittler. Ich brauche nur einen einzigen Mittler, durch den ich sofort bei Gott ankomme, und das ist Jesus. Das ist doch eine befreiende Botschaft. Warum machen wir es immer so schwer, immer so kompliziert, immer über Umwege? Dabei rufen wir den Namen Jesu an und sind sofort bei Gott. Jesus ist der Mittler. Einen aus Tausenden. Was bedeutet das? Einen aus Tausenden, dass es da noch mehrere gäbe? Nein, das ist jetzt eine bildliche Sprache, eine Symbolik. Einen aus Tausenden, das heißt, einen aus Tausenden, das heißt, es gibt nur einen. Es gibt nur einen unter den Menschen, der sie alle überragt. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Oder Hohelied 15, mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Dieser eine Mittler, der alle überragt, das ist Jesus. Und dann geht es weiter, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt. Wer hat das getan? Jesus. Der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt. Um welche Gerechtigkeit geht es hier eigentlich jetzt? Um die Gerechtigkeit des Menschen? Um die Gerechtigkeit des Hiob? Oder um die Gerechtigkeit Gottes? Und jetzt mache ich einen Test. Jetzt können Sie prüfen, wie gut Ihre Bibelübersetzung ist. Thomas hat gelesen, ich weiß nicht aus welcher Übersetzung, Elberfelder, der dem Menschen seine Pflichten oder so, ne? Vorhält. Vers 24, 23, 24. Der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt. Ja, der dem Menschen seine Pflicht. Das ist, glaube ich, nicht so gut übersetzt. Nicht der dem Menschen seine Pflicht. Dadurch können wir nicht gerettet werden. Der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt. Und das wird wohl in den meisten Übersetzungen stehen. Und dann jetzt kommt noch etwas ganz Besonderes hinzu. Um welche Gerechtigkeit geht es überhaupt? Und jetzt Test an alle. In der Schlachterbibel 2000 ist das S für seine, ja, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt. In der Schlachterbibel 2000, und so steht es nämlich im Urtext, ist dieses S groß geschrieben. Ist das bei Ihnen so? Hallihallo. Ja, groß geschrieben. Ja? Also, Vers 24, glaube ich, ist das, ne? Oder Vers 23 am Schluss. Der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt. Seine Gerechtigkeit verkündigt. Der dem Menschen die Gerechtigkeit Gottes verkündigt. Denn der Mensch hat keine Gerechtigkeit in sich selber. Wir brauchen die Gerechtigkeit Gottes. Darum geht es.
Und Jesus ist der Vermittler dieser Gerechtigkeit Gottes für uns. Und durch unseren Glauben an Jesus werden wir in diese göttliche Gerechtigkeit eingekleidet. Dann wird seine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit wird auf einmal zu unserer Gerechtigkeit. Und dann sind wir gerecht, sonst nicht. Eine eigene Gerechtigkeit haben wir nicht zu bringen. Und wie er das macht, das zeigt uns dann der Vers 24. So wird er sich über ihn erbarmen und sprechen: Erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. So wird uns die Gerechtigkeit vermittelt. Paulus hat geschrieben, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Also durch das Werk Jesu, durch das Lösegeld seines Blutes werden wir Empfänger der Gerechtigkeit Gottes für unser Leben. Aber dann tritt unsere Verantwortung als Reaktion darauf in Erscheinung. Es heißt dann im Vers 26, er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Sehen Sie? Da ist der Mittler, der tritt in Kraft, der gibt sein Blut als Lösegeld. Und er sagt, damit bekommst du die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt tritt unsere Reaktion auf die Bildfläche und die sagt, ja, Herr, ich nehme die Gerechtigkeit Jesu für mich in Anspruch. Er wird zu Gott flehen und dann wird Gott ihm gnädig sein und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Unsere Verantwortung, nachdem Gott alles getan hat, ist unsere Verantwortung doch auch wichtig, ja? Gott hat uns nämlich einen freien Willen gegeben. Daran sind wir das Ebenbild Gottes. Da strahlt Römer 3, 22 hervor, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Meine Entscheidung, die glauben. Glaube ich an die Gerechtigkeit, die Jesus mir vermittelt? Ja. Also bin ich gerettet. Und das führt dann zur Neugeburt. Und wird dann singen, 27, 28, vor dem Menschen sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten, wie ich es verdiente. Er hat meine Seele erlöst und sie nicht ins Verderben hinabgefahren, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, sodass mein Leben das Licht wieder sieht. Wer die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus empfangen hat, wird immer sofort ein Zeugnis haben. Ja? Ich war verloren. Dann ist Jesus mir begegnet in seinem Wort, das Evangelium. Ich habe Vergebung empfangen, ich habe diese Vergebung annehmen dürfen. Und jetzt habe ich was zu sagen. Jetzt kann ich dir sagen, der Herr hat mein Leben verändert. Das darf ich dir sagen, das kann bei dir auch passieren, ja? Haben wir direkt ein Zeugnis. Und er wird von neuem geboren sein. Und zum Schluss, dies alles tut Gott 2 oder 3 Mal. Wir haben vorher gelesen, so dass mein Leben das Licht wieder sieht. Das Neue Testament sagt uns, in Johannes 1, Vers 9, Jesus ist das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Jeder Mensch, wie Gott das tut, ich weiß es nicht. Wie er es mit den Menschen tut im Urwald, ich weiß es nicht. Aber Gott hat die Macht, jeden Menschen zu erleuchten. Dass er versteht. Und das tut er 2 oder 3 Mal. Jetzt ist das ein bisschen umstritten. Manche meinen, dass diese Aussage in dem Sinn zu verstehen ist, dass Gott das einfach häufig tut. 2, 3 Mal. Also vielleicht auch mehr als 3 Mal. 4, 5 Mal, 6 Mal, 7 Mal.
Aber ich sage mir mal jetzt, ich persönlich bevorzuge vielleicht doch die wörtliche Bedeutung 2-, 3-mal. Kann aber auch mehr sein. Gott ist souverän, Gott ist groß. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt hier mit diesem Wort festlegt, ja? Sondern er sagt uns, ich tue es öfter. Ich tue es öfter. Und das ist einfach herrlich, dass Gott den Menschen anspricht. Wir verstehen Gott ja nicht. Wir sind ja taub und blind für ihn. Und dann gibt es einen Moment, da geht unser Herz auf einmal auf und wir verstehen das Evangelium. Es berührt uns, es bewegt uns. Und dann tritt unsere Verantwortung in Kraft. Was mache ich jetzt damit? Und dann haben wir vielleicht Angst vor den Nachbarn, Angst vor den Arbeitskollegen, Angst vor den Eltern oder Kindern. Die lachen mich ja aus, wenn ich da plötzlich anfange zu beten am Tisch oder in die Bibelstunde will oder plötzlich in der Bibel lese. Was werden die von mir denken? Ich habe Angst, ich mache es lieber doch nicht oder noch nicht. Und dann kann es sein, dass Gott uns irgendwann, vielleicht Jahre später oder vielleicht auch kurze Zeit später, nochmal anspricht. Und wieder. Und dann vielleicht nochmal. Vielleicht auch nochmal und nochmal. Aber bekehren können wir uns nur, wenn er uns anspricht, nicht wenn wir wollen. Und da müssen wir reagieren. Das ist so wichtig. Vielleicht heute Morgen. Sehen Sie, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sagt die Bibel. Die Gnade Gottes ist heilbringend erschienen allen Menschen, sagt die Bibel. Jesus ist das Licht der Welt für alle Menschen, sagt die Bibel. Jesus hat sein Blut, sein Leben als Lösegeld für alle gegeben, sagt die Bibel. Gott dokumentiert seinen Rettungswillen darin, dass alle Menschen im Buch des Lebens stehen. Alle. Wer nicht auf das Angebot Gottes eingeht, wer sich dem Drängen des Heiligen Geistes verschließt und sich nicht im Glauben für Jesus entscheidet, wird aus diesem Buch eines Tages ausgelöscht, sodass er dann in der finalen Version des Buches des Lebens des Lammes nicht mehr steht. Also der ganze Abschnitt zeigt, wie Gott alles daran setzt, alles zu tun und wie wir aufgefordert werden, darauf einzugehen. Man sollte das nicht unendlich hinauszögern. Man sollte einfach mal sagen, Herr, leg deine Hand mal auf die Bibel. Geh nicht nach Empfindungen, nach Gefühlen. Ja, ich fühle mich jetzt nicht so oder muss ich das nicht, so einen Sonnenschein im Herzen jetzt spüren. Es kann sein, dass Gott das schenkt, aber es muss nicht sein. Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist der Glaube. Glaube ich an dieses Buch, an den Erlöser, der hier drin steht, für mein Leben? Und dann sage ich, ja Gott. Dann wird Gott ihm gnädig sein und ihn retten für alle Zeit und Ewigkeit. So einfach ist das. So einfach ist das? So einfach ist das. Amen. Mal noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für dieses kolossale Angebot. Es ist sowieso für uns so unbegreiflich. Vor Grundlegung der Welt hast du Jesus ersehen, der Retter für uns zu werden. Du hast also schon gewusst, dass die ganze Menschheit in Sünde fällt und hast deinen Plan trotzdem nicht aufgegeben. Du hast uns trotzdem geschaffen. Und schon vor Grundlegung der Welt festgelegt, dass Jesus unser Erlöser wird, Herr, und du hast es gewollt. Danke, danke, dass du alles für unsere Gerechtigkeit getan hast, die wir durch die Sünde verloren haben, die hast du uns wieder erstattet, die Gerechtigkeit Gottes. Aber bitte hilf uns auch, uns zu überwinden und ganz nüchtern daran zu glauben. So wie wir es vielleicht heute Vormittag gehört haben, gelesen haben, verstanden haben. Danke dafür. In Jesu Namen. Wenn Sie jetzt in Ihrem Herzen sagen möchten, in einem glaubensvollen Gebet, ja Herr, ich will, dann sagen Sie das jetzt im Herzen. Ja,
Herr Jesus, ich glaube, dass du mein Mittler bist, mein Erlöser, der sein Leben als Lösegeld für mich gegeben hat. Ich nehme das im Glauben in Anspruch. Amen.